Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum und ich muss erstmal was vorlesen. Eine weitere Wanderung durch den Gruselsumpf. Wir sind gerade erst angekommen und schon ist das Fell meiner Trommel durchweicht. Lass uns vorsichtig vorgehen und versuchen, diesmal Kobolde zu vermeiden. Nun, ich bin bereit, ein paar Koboldschädel zu knacken. Ei, ei, ei. Klingt gut für Togo. Sie sind von Mutters Blut. Wir sollten sie trotzdem mit dem nötigen Respekt behandeln. Das Mädel hat Ahnung. Hört auf die. Oh, wir werden sie mit Respekt töten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Beat überhaupt noch spüren können, aber du hast recht. Der lila Klecks ist schuld daran. Wir werden die falsche Magie entfernen und hoffentlich kehren die Kobolde dann zur Normalität zurück. So, was haben wir denn Feines? Steinhauttrank und Genesungssalbe nehmen wir mit. Was nichts kostet, ist immer günstig. Okay. Schon da. Hier, so, mittig. Mittig gehen. Dann lass mal gucken. Wir waren bisher genau einmal im Sumpf. Wichtig beim Sumpf ist, es lauern überall Fallen. Das weiß ich noch. Und viel mehr weiß ich nicht mehr. So, was machen wir denn heute? Also, wir wollen auf jeden Fall 1, 2, 3 Kämpfe machen, wenn es möglich wäre. Brauchen wir? Pass auf. Da oben ist der Fuzzi. An den kommen wir aber nur, wenn wir hier uns eine Stärkung holen. Die würde ich sogar holen. Komm, wir nehmen die güldene Mitte. Die güldene Mitte. Die furchterregende Fangschrecke. Ihr seht, wie eine Koboldhütte auf der anderen Seite eines großen Teichs von einer wütenden Riesenfangschrecke zerstört wird. Ihr hört Schreie aus dem Innern der Hütte. Riskant. 3 deiner schnellsten Schwimmer übers Wasser entsenden, während die anderen den Teich umrunden sollen. Rhythmus. Den Rhythmus des Steins spielen, um die Hütte aus der Ferne zu verstärken und ein paar Einheiten entsenden, um den Teich zu umrunden. Oder ein Moschusfläschchen verwenden, um die Fangschrecke wegzulocken. Also das letzte können wir schon mal nicht machen. Haben wir schnelle Schwimmer? Weil das ist noch bestimmt... Ich mache den Rhythmus. War gut genug. Geht so. War das ein bisschen langsamer wie sonst als... So. Die Zauberei schützt die Hütte und nach einer Weile scheint die Fangschrecke das Interesse zu verlieren. Ich wusste gar nicht, dass das auch auf Gegenstände angewandt werden kann. Egal. Als die Mitglieder deiner Kriegskapelle am Ort des Geschehens eintreffen, ist die Fangschrecke längst verschwunden. Ja, es geht mir doch nicht um die Fangschrecke. Okay, Pulver und ein bisschen Zeugs gekriegt. Okay, cool. Danke. Ja. So, jetzt halt aber endlich. Komm, auf in den Kampf. Nachts auch noch. Ei, das ist nicht gut. Aber vielleicht können wir dieses Mal einen Überfall machen. Vielleicht. Lass mal gucken. So. Der Gegner ist überrascht. Ah, sehr schön. Okay, und der ist ganz überrascht und verwirrt. Dann lass uns mal gucken. Wen haben wir denn hier? Ein Koboldfischer. Der Koboldfischer schwingt seine Harpune mit Geschick, sodass er Nahkampfangriffe aus größerer Entfernung durchführen kann, um seine Gegner auch in den Nahkampf zu zerren. Harpunenstich. Ah. Physischer Nahkampfangriff, der 2 Felder auf einmal treffen kann, verursacht 25% Schaden am übernächsten Feld. Das ist das, was Togo kann. Und dicker Fang. Ein geradliniger Fernkampfangriff, der physischen Schaden zufügt, zieht das Ziel neben den Kobold. Ein erfolgreiches Ziehen führt zu einem Schlag, der mehr Schaden verursacht. Der geht aber recht weit hier. Also da ist schon... So, und jetzt hier, gucke. Das ist eine Krabbenfalle. Eine Krabbenfalle und da unten ist ein Frosch am Baum. Tut mir leid, sowas das. Ach, die kann man, glaube ich, stoßen. Stachelige Muschel. Fügt, wenn gestoßen, 30 Schaden zu und hat eine Chance von 75%, 2 Züge lang mit Bluten zu belegen. Erzeugt rutschigen Boden, wenn gestoßen wird, beziehungsweise beim Aufprall. Zerfällt nach 3 Treffern zu Schutt. So, jetzt lass mich mal einmal kurz den Mauszeiger dahin bewegen. Erhöhte Überraschungschance, okay. Und das hier... Geschwächt Präsenz eines falschen Gottes, ein Biom. Kobolde verursachen 6% mehr Schaden und erleiden weniger Schaden. Das ist aber hier nicht cool. Was ist denn das da? Knochenfliegenschwarm. Ein Schwarm fleischfressender Knochenfliegen. Sie sind nach dem rasselnden Geräusch benannt, das sie beim Fliegen machen und das vorübergehend Hörverlust verursachen kann. Aber die sind auch verwirrt. Schwach gegen physische Fernkampfangriffe.
Umschwärmen ein Einzeltier verursachen einen Zug lang physischen Schaden belegen mit taub. So, also sehr viele Sumselbrumsel und zwei Knochenfischer. Ich würde mal sagen, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. So, du kümmerst dich ein bisschen um die Sumseln, Brumseln. Aber Vorsicht. Eins, 2, 3, 4. Ne, der kann da nicht mehrere treffen. Das ist doof. Ich mach die hier hin. Und euch mach ich, also dich, oh ja, dich mache ich da hinten hin. Du darfst sogar dahin gehen. Na, dahin ist besser. Wir lassen ihn einfach mal da stehen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so recht. So. Legen wir los, oder? Gucken wir mal. So, gut geplant, ist halb gewonnen. Wir fangen diesmal nicht... So. Es war ziemlich dumm, den da hinten hinzustellen, ne? So. So. Ding ist nämlich... Bin noch am Überlegen, wie wir das am besten hinkriegen. Wie sieht's denn aus? Wenn du angreifen würdest, wie viel Schaden würdest du machen? Deutlich zu wenig, das ist klar. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich will auf jeden Fall... den da wegkriegen. Einer muss gehen. Weil es zu gefährlich ist, zwei am Leben zu lassen. Dann können sie uns zweimal hauen. So, jetzt haben wir natürlich... Könnte jetzt passieren, dass er hier gehauen wird. Oder gestochen. Oder was weiß ich was. So, pass auf. Wir stellen ihn hier hin. Rommeln Verteidigung auf ihn hier. Wir stehen doof, richtig? Weil der kriegt ja da vorne, er kann jetzt ja 2 Leute treffen. Okay, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht und habe ich nicht bedacht. Pass mal auf. Wie wäre es denn, wenn wir ihn hinten in die Stacheln reinballern? Das ist gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Zack. Nochmal extra Schaden gemacht. So. Guti. Da hinten sind wir fertig. Jetzt kommt mal zu euch. Yes. Ach, guck mal, die sind schon fast platt. Die sind schon fast platt davon. Ich habe doch aber noch gar nichts gemacht. Ach so, nee. Nee, sorry. Die werden natürlich erst platt sein, wenn ich das da gemacht habe. Mann, sorry. Ich bin ein bisschen... So. Aber wir sind noch versteckt. Und wie viel? Die haben noch 49 HP. Ich verstecke mich da im hohen Gras und gehe nochmal durch die durch. Und sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Das war klar, dass er jetzt auf ihn gehen will. Aber ich habe ihn ja gut geschützt. So, die können erstmal nichts machen. Außer nichts ahnend da hinten hinzugehen. So, Treffer von hinten. Alter, ich mach dich Treffer von hinten. Ich mach dich und dann mache ich dich. Okay. So. Das lief erstaunlich gut. Natürlich bin ich jetzt nicht mehr unsichtbar.
Deshalb versteckele ich mich dahin und harre der Dinge, die da sein mögen oder kommen oder so. Guti, jetzt zu ihm hier. Kannst du schon irgendwie den Schwarm hier erwischen? Nee. Dann würde ich nämlich sagen, pass auf, du wirst ihn erwischen können. Und zwar so. Was ist denn mit dem rechts los? Irgendwie, da hatte ich gestern schon Probleme. Egal. Lass mal gucken. So, das sieht gut aus. So, die sind weg. Bleiben nur noch die Knochenmücken oder wie die Dinger heißen. Knochenmühlen, Knochenmücken. Ach so. Er hier könnte ich hier hinstellen. Moment, was passiert denn, wenn ich dich hier hinstelle und da dran hauen würde? Ja, das ist zu weit. Alles klar, wir stellen dich da runter. Dann haust du da mal ein bisschen drauf. Ja, hat sogar ganz gereicht. Schön. Schön, schön, schön. Dann haben wir nur noch, uns um die da oben zu kümmern. Und du hier... einfach Angriff trommeln gut ist. Das geht jetzt natürlich nur auf den Bogenschützen, aber der wird jetzt auch der sein, der wahrscheinlich jemand trifft. Vielleicht. Ah, nee, guck. Ja gut. Deine Bisse, die kannst du dir sonst wohin legen. Was machst denn du da? Du kannst doch nicht auf Felsen stehen. Das ist unfair. Naja. Dann halt nicht. Ja, wenn ich von hinten angreife, mache ich 40% mehr Schaden. Plus, ich glaube, ich habe sowieso noch 10% Schadenserhöhung. Also, passt schon. Haben wir gut hingekriegt. So. Vergiftet heilt um 150% anstatt Schaden zu verursachen. Das nehmen wir. Das nehmen wir mit irgendjemandem. So, was haben wir hier? Klingensturm, das ist gute Attacke. Und das ist, so, nehme ich nicht so oft, aber manchmal. Passt schon, nehmen wir alles mit. Läuft im Moment gut. Ja, es war jetzt der erste Kampf. Aber es läuft trotzdem gut. So, dann habe ich ja gesagt, ich will für dieses Biom irgendwie mehr LP oder sowas. 20% maximal Lebenspunkte. Ah ja, stimmt, das geht ja immer nur fürs nächste Gefecht. Ach Mann. Ach, jetzt... Habe ich jetzt wirklich stattdessen jetzt einen Kampf ausgelassen für den Quatsch? Ja, komm, dann gehen wir halt zum Händler. Da wollte ich sowieso hin. Mal gucken, ob er was Schönes hat. Haben wir überhaupt Geld? Über den Sumpf sprechen. Hallöchen, möchtet ihr etwas kaufen? Er will nicht über den Sumpf sprechen. So, was hast du denn Feines? Wir haben fast gar kein Geld. Moschusfläschchen. Kann ich auch nicht kaufen. Belegt mit Moschus und beschwört eine Verbündete. Was Verbündete? Irgendwie lief das jetzt insgesamt nicht so gut. Das war jetzt vollkommen sinnlos. Komm, wir probieren mal was hier. Komm her. Oh, hoppla. Oh, bin ich Maus gerutscht. Vielleicht haben wir Glück, aber ich glaube, das startet jetzt am Händler. War gerade nicht so gute. Ah, guck mal da. Okay, ich starte nicht am Händler. Wir haben viel zu wenig Geld, um zu Händler zu gehen. So, das war ein bisschen, das ist ein kleiner Cheat, war das. Was haben wir denn hier? Guck mal hier, das sieht doch gut aus. Seelenstachel. +1 Schadenswert basierend auf der Klasse der Einheit. Der Wert erhöht sich um 1 für jeden getöteten Gegner, wenn dieses Schmuckstück angelegt ist. Wird zurückgesetzt, wenn es von der aktuellen Einheit entfernt wird. Okay. Dann lass mal kurz gucken. Wir haben doch... Hat jeder was Schönes dabei? Wenn du einen Gegenstand mit dieser Einheit verwendest, verringert sich die Abklingzeiten. Jeden getöteten Gegner. +1. Aber das ist... Ja, wir sind noch relativ am Anfang. Das kann schon was werden, aber nicht unbedingt mit ihr. Moment, aber... Erleide und verursache weniger Schaden, will ich eh nicht.
So, was hat er hier? Erhaltene Heilung. Du hast was? Lebenspunktebarriere, gute Treffer, das ist auch gut. 15% maximale Lebenspunkte. Du kriegst dieses Giftgedönse da. So. Vergiftet heilt um 150. So. Und du kriegst... Verdoppelt die Verteidigungswerte von Geländestücken. Wie wär's denn mit dem da? Ja... Ton, aber nee, braucht man eigentlich nicht. Das war mehr so ein... Das da, ja, mach mal so. Gut, wir sind hier fleißig am Verteilen. Und jetzt haben wir noch diesen Haken da. Erhöht sich um 1 für jeden getöteten Gegner. Aber den müssen wir dann schon anlassen. ...112 von 94... Wieso haben die denn alle so komische Zahlen, sehe ich gerade. Also das... Okay. Wir geben ihr das. So. Passt. Also, jetzt hier. Zweiter Kampf. Keine Ahnung, warum ich mein bestes Hessisch auspacke. Säurenebel. Alle Angriffe haben plus 20% kritische Chance. Das wird ja mega cool. Wenn das noch kombiniert wird mit meinem 40% kritische Treffergedödel von hinten Gedönse. So. Hier ist aber wirklich eine gelbe Suppe. Hör mal, ist das ein Hinterhalt? Och, nö! Ach, das sind diese... Ach ja, okay. Die greifen nicht direkt an. Die werden sich jetzt... Oh, der greift... Ach so, der hat dieses Dingens da. Auerle. Ja, verankern. So, du stehst ja mal richtig kacke hier. Aha. So, dann pass mal auf. Leg mal mit ihm los. Erstmal gucken hier, ne? Koboldwache ist eine kräftige Verteidigerin, die versucht, andere Kobolde vor Schaden zu bewahren. Mit ihrem stacheligen Schneckenschild blockt sie Schläge ab und stößt Angreifer zurück. Beschirmt. Minus 25% erlitt Schaden von der Vorderseite und den Seiten. Das ist schlecht. Kräftiger Stoß, geringer physischer Schaden, verankert, bla bla, Verbündeten abschirmen. Haben wir sonst noch andere oder nur diese 4? Okay, also nur ist relativ. Das Problem ist, dass ich mit keinem hinter jemanden komme. Wegen dem Felsen da. Okay, pass auf. Warte mal. Ja. Ist der Gegner markiert? Startet für den... Okay, pass auf. Folgendermaßen werde ich das jetzt machen. Sure. Ich stelle mich hier hin. Ich ziehe den zu mir. So. Der war ja nicht verankert. Das hätte ich zum Beispiel mit dem da nicht machen können. Der ist verankert. Aber jetzt dürfte ich mit ihm hinter ihn kommen und piekst ihm schön eine rein. So. So, jetzt hat er sich wieder rumgedreht. Na sowas. Da kann ich mit ihr mich ein bisschen da drin verstecken. Lass mal erstmal. Nein. So, jetzt darfst du nämlich ihn angreifen von hinten natürlich. Erstmal gucken. Na, das könnte eng werden. Das ist auch nicht so viel besser. Mit hoher kritischer Chance. Ja, komm. Machen wir einfach. Haha, hat gereicht. Einen haben wir schon mal weg. Ach, ich habe Blutung. Ich dachte, wo habe ich denn die Blutung her? Jetzt ernsthaft? Ach ja, der hat mich ja gestoßen. Hat er mich. So, jetzt passe auf. Die 3 sind durch. Der da kann sich quasi... Kann der sich überhaupt noch bewegen? Weiß nicht.
Präsenz des falschen Gottes. Vorderseite, Seiten. Der da kann sich eigentlich doch gar nicht bewegen, oder? Verankert. Blockt den Angriff von vorne jede Runde. Aktiv. Angriffe von den Seiten und Rückseite umgehen verankert. Nahkampfangriff von hinten entfernt ist. Unbeweglich kann ich gestoßen. Achso, das heißt, er kann sich noch bewegen, aber der hat das Schild so vor sich. So, weißt du? Guti. I'm busy. I'm busy. Dann würde ich mal sagen... Pass auf, wenn ich dich jetzt so nicht angreife, wenn ich dich jetzt so angreife, ist das dann von vor... Okay, wenn ich dich so angreife, also definitiv von vorne mit meinem Bogen, genauso viel. Das macht da nicht viel aus. Dann überlegen wir uns da was Feines. Yeah. Ja, komm, bleib du mal hier sitzen. Der steht eigentlich jetzt schon gut. Wir machen das einfach so. Ja. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der uns da hinten nicht irgendwie reinhaut. Reicht das zum... Nope. Und das da? Nope. Auch nicht. Ich würde gerne ihn hier etwas schützen. Okay, dann machen wir das einfach so. Ich bin halt hier in dem Sumpf. Wie gesagt, ihr habt es vielleicht gesehen, falls ihr meine Videos verfolgt. Okay. Ich kenne mich hier im Sumpf nicht aus. Aha, warte mal, Wachsamkeit, da war was. Ja, hab wenigstens ein bisschen Schaden. Wo will der eigentlich hin? Natürlich will er... Ach, Kacke, da guck. Ah, naja, komm, das hat jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, alles klar. Wir sind am Zug. Glad I stretched. Ja, ja. Pass auf, folgendermaßen. Yeah. So. So, jetzt hat er sich nämlich zu mir rumgedreht. Jetzt gehst du dahin. Du gehst da runter. Du trommelst Angriff. Weißt du, die da rechts, die lassen wir. Wenn ihr blocken wollt, könnt ihr blocken, bis nimmer geht, bis die Schokolade blockt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade sage. Achso, ja, ich komme ja nicht weiter, aber ich kann hier den Angriff da reinhüpfen. Zack, weg ist er. Sehr schön. So, hat geklappt. Jetzt haben wir nur noch diese beiden da. Dann gucken wir mal, was man mit euch beiden da machen kann, Feines. Also ich sag dir, was ich hier mache. Komm, ich unsichtbar. Ich habe gerade, wie ich anfangen will, den Gedanken gekriegt, hätte ich vielleicht erstmal mit ihr da ein bisschen rumlaufen sollen. Und dann habe ich verpasst zu gucken, was ich machen muss. Na, das hat ja funktioniert, sag ich mal, ja. Kacke. Okay. So, okay. Dann tun wir wenigstens das machen. Wenigstens ein bisschen pieksen. Ja, ich mach das ja nur, weißt du, ich will ja nicht, dass die Leute denken, dass ich hier der Superkerl bin, der alles schafft und so. Und dann tue ich extra kleine Fehlerchen einbauen, dass ich auch wie ein normaler Mensch rüberkomme. Man kann ja nicht zu perfekt sein. Gut, dann haben wir das geklärt. Also, jetzt lass mal gucken. So, wie das der Zufall so will. Kann ich durch 2 Leute durchgehen? Oder warte mal. So.
Ne, das ist mir zu wenig. Ich mach diesen hier. Ja. So, aber bin noch nicht fertig. Achso, ja, zuallererst mal kann ich mich ja da runtersetzen. Wie viel hatten der da eigentlich noch? 39. Ja, warte. Jetzt kann er nämlich noch angreifen. Im besten Falle so. So. Den zweiten haben wir ja ordentlich getroffen. Den ersten nicht so ordentlich, weil er ja gut gepanzert ist. Aber ist ja auch egal. So, jetzt zu euch hier. Geh mal hier und geh mal da und mach mal so. Einfach nur, falls der sich jetzt entscheidet, dass er von uns beiden nichts will. Ich gehe aber davon aus, dass er hier meine Assassine angreifen wird. Die aber eigentlich relativ gut versteckt steht. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwie Energie? Eigentlich nicht. So, ihn stellen wir da oben hin und lassen ihn ein bisschen diesen Move aufpowern. So, und weil wir schon mal da sind und nicht wissen, was wir mit dem da machen sollen, dann heilen wir gerade ein bisschen ihn hier. Ja, brauchst jetzt nicht so unbedingt, aber komm, was man hat, hat man. Haben ist besser als brauchen. Lass mal gucken, wie weit kommst du eigentlich? Grundsätzlich da runter. Das heißt, wenn ich jetzt noch eins runter oder eins nach hinten gehen würde, würde mir das gar nichts bringen. Dann bleib ich mal schön hier. Ich könnte eine Falle hätte ich hinlegen. Ja, guck mal, er wäre eh nicht zu mir gegangen. So, wow, das hat's jetzt voll gebracht. Du bist ja ganz ein guter, bist du. So, das bringt halt hier nichts. Da brauche ich auch nicht in Lauerstellung zu gehen, zumal ich das auch gerade nicht kann. Aber das hier könnte was werden, oder? Ja, wird es. So, machen wir. So, jetzt ist er mir zugewandt. Sehr schön. Jetzt kann ich dich pieken. So, der ist gerade so ein bisschen in so einer Mühle-Situation, weißt du? Er kann machen, was er will, wir werden ihn pieken. Wenn er jetzt ihn angreift, rechts, und dann muss er sich ja bewegen, dann habe ich ihn eh gleich. So. Ich könnte aber auch der Sache einfach ein schnelles Ende machen. Lass mal kurz hier gucken, ob ich nicht einfach Dolche auf ihn werfen kann. Mama, hör mal auf mit ihm zu spielen, ne? Bin ausgerutscht. Mal wieder. So, geh wieder da runter. Hast du nicht gut gemacht. Halt. Schade. Mir fällt da gerade was ein. Ich habe da gerade eine Idee. Nee, es ist in Ordnung. Genau das war mein Plan. Eigentlich war mein Plan, dass ich eine Bombe auf ihn schmeiße, aber ich bin eins zu weit nach rechts gegangen. Also ich bin wirklich sehr unaufmerksam gerade. Ach, jetzt kriegen wir schon wieder dieses blöde Schild. Das haben wir schon, das wollen wir nicht, das Kacke. Mag ich nicht, das Schild. Was gibt's hier? Der Ultimate schon? Okay. Und hier haben wir den Schattenstich. Ah ja, der ist gut. Den mag ich. So. Nun gut. Das war eine sehr unaufmerksame Spielrunde von mir. Nichtsdestotrotz haben wir das eigentlich gut geschafft, auch wenn ich eigentlich 3 Kämpfe machen wollte, aber es verpeilt habe und überhaupt und sowieso. Komm, dann machen wir das hier. Was kriegt man denn Feines? So, jetzt machen wir mal Rhythmussteinmühle verwenden. Was ist das? Setze 3 Rhythmussteine ein, die du zerschlagen willst, um einen neuen. Ja, pass mal auf. Lass erstmal eine Kette machen. Wir brauchen für den Bogenschützen, hätte ich gerne, vielseitig, potent.
Da brauchen wir ja einen Stein nur. Ja, das ist ja mal geil. Wir haben nur einen roten Rhythmusstein. Dann würde ich den nehmen. 30 Heilung kriegt er. Das ist eigentlich eine gute Idee. So, was muss ich machen? A gedrückt halten. Oben, oben, unten, oben. Kriege ich hin. Nein. Also, wenn ihr jetzt denkt, Mann, bist du aber doof. Nee, das ist wieder dieser Bug von dem Spiel, dass er bei Rhythmusketten in 50% der Fälle die Eingaben nicht erkennt. Das nervt. Das nervt. Das machen wir nochmal. Das machen wir einfach nochmal. So. Du, Kalnapp mit dem Gummikap. Also echt jetzt, komm her. Zack, zack. Das machen wir einfach nochmal. Das nervt. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ich habe mir schon gedacht, ich weiß nicht, ich habe jetzt die potente Rhythmuskette genommen. Liegt das vielleicht da dran? Dass das die falsche war oder was weiß ich was? Vielseitige. Ach, jetzt hat er sie gar nicht mehr. Guck. Guck mal, der eine hat ein Häkchen. Was bedeutet dieses Häkchen? Keine Ahnung. Ich mach mal das mit dem Häkchen. Ach, jetzt habe ich zwei. Wieso habe ich jetzt zwei? Also habe ich gerade einen roten Rhythmusstein. Okay, das ist für den Trommler. Ist im Moment der einzige, den wir haben, der Magie benutzt. Und oben gedrückt halten. Dann A und X. Dann nochmal oben loslassen. Das dürfte ich ja eigentlich hinkriegen. Dann machen wir da... Gute Frage. Verlangsamt, minus 10% erlittener Schaden. Gilt das auf mich? Grün und Rot kann ich nicht mischen. Ja, dann machen wir... Ja, hallo? Achso, ich muss nach links lenken. Also jetzt bin ich ja hier links und ich muss nach links lenken, um von rechten zu gehen. Ich sagte, da irgendwas stimmt hier nicht. Und zwar... Ja, das ist nicht gestattet, das weiß ich. Das macht dann noch verlangsamt auf den Gegner. Aber verlangsamt auf den Gegner bedeutet was? Weil ist ja die Rhythmusfraktion, was bedeutet eigentlich ein R-Knopf? Also kann ich... Ja, mach mal das noch. Auf sich selbst zielen. Okay, mach mal einfach. Okay, oben A und X. Nochmal nachgecheckt, wo A und X ist. Okay, wir beenden das hier. So, wir gehen zum Hauptmenü. Also... Ich komme noch nicht mal hier raus. So. Ich mache das jetzt so oft, bis es funktioniert. Ich habe keinen Bock auf den Quatsch von dem Spiel. Das nervt mich gerade tierisch. Morgen geht's weiter mit Rhythmusketten. Hoffe ich. Okay? Danke. Tschüss. So. Jetzt aber.